Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Comifast Tour durch ganz Europa. 28 Länder haben wir in der ersten Staffel schon bereist. Jetzt sind wir zurück im Land Nummer 27 in Spanien. Und halt so viel zu Spanien verraten wir heute hier jetzt aber noch nicht. Heute geht es um ganz andere Themen hier bei Comifast Tour. Erst einmal, schön seid ihr alle wieder mit dabei und hallo zusammen nochmal. Für uns ist ja richtig cool, wieder vor diesem Kasten hier zu stehen. Bisschen Lampenfieber, oder? Nach so langer Zeit. Ein bisschen nervös waren wir schon, wieder ein bisschen vor dieser Kamera zu stehen. Aber ja, schön seid ihr alle wieder da. Wir haben ja ganz schöne Nachrichten bekommen, bevor wir jetzt hier vor die Kamera gestanden sind, oder? Absolut, und wir dürfen auch wieder ein paar Neuzugänge begrüßen. Es freut uns, dass das Interesse an Europa so groß ist und natürlich auch, dass es euch gefällt, uns dabei beim Reisen zuzuschauen. Ja, da sind wirklich ganz schön viele dazugekommen, ein paar hundert mehr. Darum noch kurz, das ist Steffi, ich bin Louis. Karl, der steht leider nicht da, den habt ihr aber vorhin beim Intro, da kommen wir gleich noch drauf, gesehen. Und ja, ich würde sagen, erst gibt es jetzt mal noch ein paar Bilder für euch. Ja, alles bleibt natürlich nicht beim Alten, wenn man so lange Pause macht. Wir haben da ein paar Änderungen vorgenommen, ein paar Schräubchen gedreht. Ihr habt es am Anfang ja auch schon gesehen, oder? Dass jetzt hier was einrollt und nicht mehr einfach das Intro kommt. Genau, das Intro, das haben wir beerdigt, obwohl beerdigt ist übertrieben. Irgendwo findet ihr das immer auf unserem Kanal, aber das eigentliche Intro, das gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es diesen, jetzt seht ihr ihn gerade, genau, diesen, wie sagt man dem? Ja, unser Logo kommt angerollt, rollt mit uns mit durch Europa. Genau, und wir haben noch mehr geändert. Aber ein Teil davon seht ihr zum Beispiel auch erst zum Schluss. Genau, wir haben nämlich eine neue Endcard gestaltet für euch extra, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Ja, wir sind gespannt, wie euch das gefällt. Dann haben wir ein paar neue Schriften. Die seht ihr auch erst im Laufe der Videos natürlich. Und was haben wir noch geändert? Ich weiß gar nicht. Das Kanalbild, das ist auch neu. Schaut mal vorbei auf unserem Kanal. Ganz oben findet ihr das wunderschön gestaltete Logo von Steffi. Hat sich super viel Mühe gegeben, sieht richtig cool aus. Ja, aber sonst bleibt alles beim Alten, auch die Abspielzeiten. Wir wollen immer noch Videos machen, die so zwischen 12 und 15 Minuten lang sind. Nicht zu kurz, damit man gar keine Informationen kriegt, weil es ist ja auch noch immer unser Anspruch, möglichst viel auch Hintergrundwissen zu den Orten mit in die Videos reinzupacken, wo wir jeweils gerade sind. Zum Beispiel hier in Sevilla sind wir, aber dazu folgt demnächst dann ein ausführlicherer Vlog. Und ja, auch die Tage, die bleiben gleich. Montag, Mittwoch, Samstag, Montag 18:30 Uhr, Mittwoch 18:30 Uhr und Samstag 12 Uhr mittags. Weiterhin 3-mal die Woche bekommt ihr unsere Videos. Mehr oder weniger machen wir nicht, so passt es für uns einfach perfekt und wir hoffen natürlich auch für euch. Außerdem haben wir ja auf Instagram den Hashtag Europa ist geil Community Sonntag generiert. Wenn ihr also coole Bilder aus Europa habt, dann postet die ganz egal an welchem Tag. Einfach mit @comidastu plus Hashtag Europa ist geil. Jeden Sonntag schauen wir uns die Bilder dann durch und wählen einfach aus, was uns am besten gefällt. Wir lassen euch bestimmt auch mal abstimmen auf Instagram in der Story und so weiter. Deshalb, ja, lohnt sich da auch mal noch vorbeizuschauen. Ja, wir sind richtig froh, ist die Pause vorbei, aber jetzt gibt es noch ein paar mehr Bilder für euch. Ja, und es hat sich natürlich noch mehr geändert, und zwar gibt es immer mehr von euch, die bei PayPal den Button anklicken, monatliche Zahlung. Das hat uns ja auch so überrascht. Erst wussten wir gar nicht, was das ist, bis jemand aus der Community darauf hingewiesen hat, dass man auch monatlich eine Spende abgeben kann.
was es nicht alles gibt. Auf jeden Fall ist aber ja eigentlich PayPal dafür, man kann es machen seit den neuesten Updates, aber prädestiniert für das monatliche, das ist eigentlich Patreon. Genau, darum haben wir uns jetzt so ein Patreon-Konto eingerichtet. Brauchte auch eine ganz schöne Zeit, bis wir da durchgeblickt haben, aber den Link findet ihr jetzt unten in der Infobox und da bekommt ihr für eine monatliche Zahlung dann auch etwas zurück. Das ist nämlich das Schöne an Patreon, dass man da nämlich sozusagen wie verschiedene Abos lösen kann und dann kriegt man von uns zum Beispiel exklusive Rezepte oder ganz früheren Zugang zu den Videos und solche Sachen. Ja. Geht einfach mal vorbei, schaut es euch an und wenn es euch interessiert, ja, ist natürlich überhaupt kein Muss, genau wie euch PayPal, die Dieselkasse, für uns ist das immer noch irgendwie nicht von dieser Welt, dass da wirklich gespendet wird. Das ja, ist schon ganz speziell, dass man uns unterstützt und unser Projekt. Die Videos, die bleiben natürlich auch weiterhin kostenlos, aber es freut uns, wenn ihr irgendwelche Tipps von uns gebrauchen könnt und ihr euch natürlich das Reisen so erleichtern könnt, wenn es da mal klingelt. Ja. Aber nächstes Thema. Nächstes Thema, das kommt dann nach den ersten Bildern und da verraten wir euch, wo es hingeht. Da haben wir natürlich auch an unserer Route gefeilt in unserer Pause. Es waren ja 4 Wochen Pause und wir sind wirklich auf einem Campingplatz geblieben. Und viele von euch haben gefragt, ja, wie das denn so ist, 4 Wochen auf einem einzigen Campingplatz. Wie hast du das gesehen? Wir hatten ja auch total Angst, weil normalerweise kriegen wir spätestens nach 3 bis 4 Nächten total Lagerkoller und wollen weiter. Ja. Aber dieses Mal war es ein bisschen anders. Erstens mal hatten wir uns darauf vorbereitet und ihr wisst ja, gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Und ja, wir wussten ja, dass wir da für eine längere Zeit stillstehen und hatten natürlich auch entsprechend viel zu tun. Der Campingplatz ist natürlich, oder der Stellplatz bei Mickis ist natürlich auch eine echte Oase. Wunderschön, sieht richtig cool aus, hat super Community-Arbeiten. Aber was uns natürlich geholfen hat, ist, dass wir so viel zu arbeiten hatten. Hätten wir nicht so viel zu arbeiten gehabt, wäre der Lagerkoller wahrscheinlich viel, viel früher eingetreten. Und ja, aber kommen wir jetzt zur Route. Diese Frage wäre auch beantwortet. Und Steffi präsentiert euch jetzt, wo es in diesem Jahr hingeht. Wir haben die Entscheidung getroffen, Baltikum oder Großbritannien. Möchtest du das Geheimnis lüften? Es geht auf die Insel. Wir haben uns für Großbritannien entschieden. Bevor wir aber dahin fahren, haben wir noch ganz einen wichtigen Termin, und zwar in Holland, mit den Tulpen. Wir fahren zur Tulpenblüte, um es von hinten aufzurollen. Wir sind ja jetzt in Spanien, das können wir schon mal verraten. Wir haben Portugal schon verlassen. Wir sind mega happy, wieder in Spanien zu sein. Einfach mal an dieser Stelle das zu sagen, Spanien top, top, top. Und ja, von Spanien geht es jetzt langsam die Küste hinauf, zurück nach Deutschland. Am Anfang vom März ist ja die ITB, falls ihr die kennt, die internationale Tourismusbörse in Berlin, die größte Tourismusmesse überhaupt in Europa, und da sind wir auch mit dabei. Das heißt, wir werden da ein paar Tage in Berlin sein, haben danach noch einen Vortrag, genau, beim Westfalia-Treffen und werden dann so... Aber das ist übrigens unser zweiter Vortrag. Wir haben schon mal einen Vortrag gehalten am Campervan Summit Meeting im Südtirol. Und da können wir gleich auch dazu sagen. Da sind wir wieder mit dabei. Da sind wir wieder mit dabei. Link findet ihr unten. Ja, und jetzt kommt es zum zweiten Vortrag über unser Projekt. Mega cool. Wir wurden eingeladen von den Westfalia-Freunden, fahren dahin nach der ITB und halten unseren ersten Vortrag über unser gesamtes Projekt. Das wird schon richtig cool. Aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Fahren wir weiter. Genau, weil danach fahren wir direkt nach Holland. Ende März, Anfang April ist da die große Tulpenblüte. Und ihr wisst ja, wir haben Bienchen mit dabei. Und Bienchen schaut ja so gerne von oben herunter. Und wir hoffen, dass wir das dann auch in Holland so machen können, dass wir da die Blütenmeere einfangen können damit. Also könnt ihr euch auf ganz viel Farbenpracht aus Holland freuen. Danach kommen natürlich auch die weiteren Länder wie Belgien und Luxemburg zum Zug. Da werden wir so insgesamt bis Ende April rumfahren und die Region erkunden. Und danach und dann, Trommelwirbel, geht's in die Schweiz. Wir haben ja mal so grob gefragt, ich glaube es war auf Instagram oder irgendwo, oder grob gesagt, dass wir ein cooles Land nochmal bereisen werden dieses Jahr im Mai, und das ist die Schweiz. Ja. Und das ist sogar unser Heimatkanton. Mehr dazu folgt dann, ja, wenn es ein bisschen näher kommt. Ja, wenn es ein bisschen näher kommt. Wir haben da ein Geheimprojekt wirklich in die Tat umsetzen können. Wir freuen uns
mega auf dieses Projekt. Wirklich, das wird über mehrere Tage gehen, wird in unserem Heimatkanton stattfinden und, so viel können wir auch schon verraten, auf Schweizerdeutsch stattfinden. Ja, alle anderen Informationen, die folgen dann. Ja, und wie geht es danach weiter? Dann haben wir ja Mitte, Ende Mai so langsam, vielleicht fahren wir noch ins Fürstentum Liechtenstein, das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Und dann werden wir durch Frankreich, durch Elsass und die Normandie dann so langsam Richtung Großbritannien fahren. Gefühlt werden wir wahrscheinlich Anfang Juni übersetzen mit der Fähre. Wo genau das sein wird, das werden wir noch genau definieren, weil es stehen da noch ein paar Festivals aus, ja, die wir vielleicht sogar noch auf einer Insel und ein im paar Rennen, Ärmelkanal. So ein paar Formel-1-Rennen vielleicht habe ich ja auch mal Glück, wer weiß, ja. Wir haben da schon ziemlich viel geplant, aber danach wollen wir uns dann wirklich bis Ende September Zeit lassen auf den verschiedenen Inseln von Großbritannien und Irland. Wollen bis in den hohen Norden nach Schottland hochfahren und uns das alles ganz genau anschauen. Und ihr seid natürlich mit dabei. Ja, da freuen wir uns natürlich mega drauf. Das wird super, super spannend. Ich darf ja nicht mehr geil sagen, weil, kleiner Funfact am Rande, wir haben eine Mail bekommen, dass unsere Videos inzwischen auch Schulklassen vorgespielt werden für die Europakunde. Oder sie würden das gerne, aber solange ich so viel geil sage, wird das nicht gemacht. Europa ist ja, Europa ist geil, das dürfen wir noch sagen, das haben sie uns versprochen, aber sonst hört ihr von mir das Wort geil in Zukunft nicht mehr so viel, aber ja, es wird sicher mega cool jetzt die Länder. Danach geht es wie gesagt ans Campervan Summit Meeting und ans Busbastler-Treffen in den Schwarzwald. Da werden wir euch aber noch in der näheren Zukunft genauer darüber unterrichten. Jetzt sind wir erstmal in Spanien und ja. Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen was von Spanien gesehen. Jetzt haben wir auch schon. Wir sind gestern eingefahren und ja, was soll man sagen? Spanien hat uns mit einem riesen Garaje und Ay Caramba schon erwartet sozusagen. Mich als Pferdefan sofort über den Haufen gefahren und ich glaube, wir zeigen euch einfach mal die Bilder. Viel Spaß mit dem Wallfahrtsort. In El Rocío. Ihr habt es bereits gesehen, El Rocío wirkt wirklich so ein bisschen wie eine Westernstadt. Es ist ein Wallfahrtsort und natürlich liegt er in Spanien und nicht irgendwo in Amerika. Vor allem zu Pfingsten ist der Ort hier total belebt. Über 100 Bruderschaften kommen dann hierher, natürlich mit all ihren Anhängern. Und dann versucht man der Jungfrau, die hier natürlich als Statue durch die Gassen getragen wird, die versucht man dann, die Statue selbst oder zumindest ihr Gewand anzufassen. Vor allem alte, kranke oder Kinder soll das Anfassen des Kleides oder der Statue neue Energie im Körper geben. Die ganzen Bräuche sind natürlich spannend, aber auch so ein bisschen. Aber der Ort an sich, der ist echt gut. Ihr habt gesehen, momentan ist zwar hier, weil Samstag ist einiges los, aber über das Jahr verteilt leben hier eigentlich nur etwa 800 Personen. Wenn dann aber Pfingsten kommt, dann sind bis zu 1 Million Pilger hier. Und vielleicht habt ihr es vorhin auf den Bildern gesehen, ganz viele dieser kleinen Häuschen, die sind im Moment unbewohnt. Und das ist der Grund, weil an Pfingsten braucht es mehr Platz, da braucht es mehr Unterkünfte. Und im Moment sind die meisten von denen unbewohnt. Aber ist trotzdem ganz schön was los. Ist sicherlich ein Vorteil, diesen Ort hier an einem Wochenende zu besuchen, wenn auch wirklich Leute da sind, wenn die Kutschen in Betrieb sind. Und es gibt natürlich auch Feste am Rande von Pfingsten. Zum Beispiel nächstes Wochenende, ich glaube 11. bis 13. 9. bis 11. 9. bis 11. Februar zum Beispiel ist hier auch wieder großer Anlass. Und letztes Wochenende soll auch schon was los gewesen sein hier. Lohnt sich allemal, aber wie gesagt, ich würde vielleicht hier wirklich zum Wochenende hinkommen.
Und das war's jetzt auch, sonst überschreiten wir ja schon beim ersten Vlog die Zeit, die wir uns gesetzt haben. Jetzt ist natürlich wie immer ganz wichtig, schreibt uns eure Feedbacks. Was gefällt euch, was nicht? Für uns, wir freuen uns einfach nur riesig wieder on Tour zu sein, riesig wieder Videos zu machen und riesig auf die Route, die jetzt kommt, weil die wird einfach mega cool. Und ich würde sagen, schreiben wir die Geschichte doch zusammen. Das Buch hat ganz viele leere weiße Seiten und jetzt, ja, schreiben wir doch auf YouTube die Seiten zusammen voll mit dieser Reise dieses Jahr 2018 durch ganz Europa. Es geht weiter, ihr seid mit dabei, wir sind noch immer voll motiviert, wir sind auf Länderjagd und freuen uns auf das kommende Jahr und auf diese zweite Staffel. Ja. Schön seid ihr hier, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr euch genauso Daumen nach oben freut auf die zweite Staffel wie wir, dann gern ein Däumchen nach oben und falls ihr noch Freunde kennt oder so, die ihr vielleicht einladen könnt, teilt gerne das Video. Apropos, der Button hier unten, der ist auch neu. Seht ihr das? Die Glocke? Nee, der hier Abonnieren-Button. Der ist auch neu. Ja, ihr werdet feststellen, ihr werdet sehen bei Zeiten immer wieder ein paar neue Elemente. Gebt uns ein Feedback dazu und jetzt wollen wir wirklich nicht mehr länger werden. Nur noch eins. Europa ist geil. Bis dann. Tschüss.